Abkürzungen und Einbernerungen. Wir Berner sind ja schweizweit bekannt für unsere Abkürzungswut bei den Vornamen. Dabei vergisst man fast, dass auch unsere Umgangssprache voll ist von Abkürzungen, die sehr lustig und kreativ sein können. Und wie bei den Namen haben wir so hier manchmal mehr mit Einbernerungen zu tun. Ein paar von denen kommen ursprünglich aus dem Mathe-Berndeutsch und haben via Buben- und Jugendsprache schon vor einem Zeitchen den Weg in unser normales Berndeutsch gefunden. Als Kind hat man ja wenig Zeit und Geduld und man in der Schule sicher nicht gern von Mathematik oder Französisch reden. Da lenkt Mathe und Franz natürlich auch. Besinnt ihr euch noch, wie ihr früher den Schulfächer gesagt habt? Helfen ihr mit? Geografie? Geschichte? Naturkunde? Handarbeiten? Religion? Chemie? Physik? Algebra? Ja, die Älteren wissen das noch. Geometrie? Auch für die Älteren. Italienisch? Und Latinisch? Sehr gut. Dann war auch das Zeugnis ein Zeuger und vorne ist eine Leiste gestanden, wo einem vielleicht ein Zettel, einen Aufsatz hat schreiben und der im besten Fall mit einem Sisser garniert zurückgegeben hat oder der halt mit einem Nagel. Note 1,5 wäre übrigens ein Nagel mit Lendenschürzli. Im Winter haben wir nach dem Kind mit Schneebern aufeinander geschossen, sind im Sommer in den Bayern, im Buber ein Bedu zwicken, haben selten Aufhören gemacht, dafür umso mehr Streben bekommen. Haben Pfennig geschaut, wenn wir dürfen, manchmal den Rudi gepackt, je nachdem Strumpfern, ein T-Shirt oder ein Pulli angelegt. Haben in der Lunchera gerne Spaggern gegessen, sind jede Woche in die Pfadi und in die Klavere. Bei mir hat übrigens nicht die Trompete Stunde, sondern sogar das Instrument selber Trumpere geheissen. Meine Mutter hat die, glaube ich, so getauft. Wir sind jedes Jahr zum Zani und haben irgendwann als Jugendliche die erste Ziege gerockt. Auch als Erwachsene gehen wir gerne noch in die Bibeln, machen am Geburi etwa mal ein Brodern, fahren mit dem Boschi oder mit dem Zug direkt hinter der Loki, fliegen mit dem Flugi, essen Himpi, Bromi oder Heiti, trinken Gocki und Champis, schreiben mit Kugler oder Bloffi, fötteln mit dem Fötteler und arbeiten am Kompi. Vor uns ist weder ein Bübel noch ein Mädchen, weder der Brütsch und die Schwester noch ein Hümpel sicher. Nicht mal Staatsmann wie der Napoleon. Der heisst nämlich gleich wie früher die Münze mit seinem Bild drauf schlicht und einfach Neppu. Sogar der Seitenarm von Aare, der bis 1968 durch den Marzer geflossen ist, hat der liebevollen Namen Läufu bekommen. Es gibt so, dass wirkliche Abkürzungen zu einem stehenden Begriff werden, wie zum Beispiel die RS, der AB, die HG oder der GW. Natürlich werden auch Namen von Institutionen wie Brogger, Gimmer oder Semer, zum Beispiel der Höfu oder die Lehrberen, abgekürzt. Strassennamen und Plätze in Krameren, Gerechteren, Junkeren oder Bleven umgewandelt. Ortsnamen zu Hutu, Scherli, Buchsi oder Mundigen zusammengestaucht oder Quartier in Breitsch, Elferen und Lengigen umgetauft. An schönen Tagen gehen wir gerne in Bremer oder auf den Güschen. Teil Orte haben sogar einen Codenamen, der gar nichts mit dem richtigen Namen zu tun hat, den aber die allermeisten Bernerinnen und Berner kennen. So wissen zumindest die Älteren von euch, dass mit dem Rohr die obere Hauptgasse gemeint ist und dass man, wenn man an die Front will, auf den Bärenplatz auf die Seite der Kaffee muss. Die Hauptgasse durchab gehen wir dann übrigens so gerade mit dem nächsten und letzten Lied vor der Pause. Und wenn wir jetzt schon in der Altstadt sind, die Beizen von Bern sind ja auch eine Wissenschaft für sich. Helfen ihr noch einmal mit beim Ratespiel? Also, Rinkenberg, Café de Pyrénées, Zurweben, Klötzlichauer, Mahogany Hall, Schwellenmetteli, Dampfzentrale, Arbergerhof, Café Postgasse, Kornhauskauer, die 3 Eidgenossen. Die 3 Eidgenossen. Die 6 Arschbacken natürlich, wenn schon. Und noch die Bierquelle. Querpille, genau. Und das Bierhübeli. Geht ja wunderbar.